Geschichten uit onze Geschichte Nummer 13. Ditmal noch war der Meier von, wo wir in Mexiko in onze Kinder in Jugendjahren aus mennonitische Büros ihre Kinder in verschiedene Wege bei der Formarbeit mitgearbeitet haben und auch von was unsere Eltern dort damals schafften. Bald noch Weihnachten oder einmal auch noch vor Weihnachten, wenn die Erzas noch fähig genug wäre zum Pflegen, dann fangen entweder die Büros selbst oder ihre Jungs an mit Pflegen. Wir hatten wohl all einen Traktor, als ich in den Wintermonaten mit Piet pflegt. In uns Ola Model D, John Deere, musste auch all das größte Port von unserer Pflugarbeit tun. Aber wir hatten auch noch einen Stall voll Piet. Wir hatten all gute Vorpiet, aber auch noch mehrere gute, starke Arbeitspiet. Und uns Vater dachte, die Piet mussten auch noch was von der Landarbeit tun, sich ihr Futter zu verdienen. Weil ich lieber mit Piet auf dem Land arbeite als mit dem Traktor, pflegte ich im Januar 1944 erst unseren 50 Acker Hüskerl mit 5 Piet in unserem 2 Schieven oder 2 Disken P&O-Plug. Die wird einmal P&O-Plug genannt. Und dann noch unser 26 Acker Kerl Süden vom Dorf und auch noch was von unserem Land bei Quintalopita. Und Bruder Cornelius pflegt mit unserem 1527 oder auch Ola Model D John Deere genannt, das ewige von unserem ungefähr 285 Acker Land. Nicht jeder Winter wir an der Erde von dem großen Bustierstall in Chihuahua genug Fähigkeit zum Schmack pflegen, aber in den Januar und Februar Monaten von 1944 pflegt dort sehr Schmack. In den loten 1930er Jahren gibt es an dem Bustierstall noch immer sehr viel Welle Hosen. Und ich erinnere mich klar daran, als ich noch ein Schuljung war und mein Bruder Abraham in den Wintermonaten mit Piet pflegt, dann brachte er manchmal einen Hose mit nach Haus, den er beim Pflegen durchgeschlagen hat. Wenn das passiert, dann musste ich den deutschen Hose meistens noch Hennig Dirksens andrehen und an den verkaufen. Tante Dirksche kaufte sehr Jahren te Futter für ihre Heine und sie bezahlt von 5 bis 7 Centavos für einen Hose, da noch wo größer war. Aber wenn ich mit einem deutschen Hose nur Dirksens hingehen muss, dann versuchte ich immer erst, ob ich Onkel Dirksen auf ihrem Hof, wo er beim Besorgen antreffen kann. Dann, wenn ich den Hose anbieten kann, dann ging er selbst damit hin und kam dann zurück mit 5, 6 oder 7 Centavos, gab mir das Geld und ging dann selbst an ihren Heinerstall hin, hängt den deutschen Hose mit einem Wurvenband unter ihre Heinerflöck ab, lade den auf und die Heiner freiten den jeden ab. Aber wenn Onkel Dirksen all mit seinem Besorgen fertig war und ich all nicht büten wo finden kann, dann wusste ich, dass wenn ich den Hose wohl verkaufen kann, dann musste ich bei einem hingehen, wo Tante Dirksche auch war. Und sie kauft mir den Hose auch jeder Mal jeden auf. Sie wisst auch jeder Mal ganz klar, ob sie mir 5, 6 oder 7 Centavos zahlen will für meinen Hose. Aber wenn sie dann ihre Geldtasche holt, dann braucht sie auch all immer kurz einen Gabenband mit. Und wenn sie mir das Geld gibt, dann gibt sie mir zur gleichen Zeit auch den Hoseträg an meine Hand und auch einen Gabenband und sie dann zu mir, so, nu gehen unseren Heinerstall hin, häng den Hose mit diesem Band an den Heinerflöck ab und lade den Hoseschmack auf, sodass die Heiner den leicht freten können. Und das wird für mich nicht leicht zu tun. Denn die Hose ladet wohl leicht auf, aber mir ekelt das zu sehr. Und mir sagt die aufgeladene Hose zu sehr nur ein ganz kleines Baby. Aber ich wüsste, wenn Tante Dirksche sieht, nu go und do dit, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als das zu tun. Und wenn ich dann nach Hause kam und mal 5 Centavos gekriegt habe für den Hose, dann krieg ich nichts davon, weil der Bruder die ganze 5 Centavos braucht, um ein paar Gefahrus zu.
Aber wenn ich 6 Centavos für den Hose gekriegt had, dann krieg ich nicht immer, aber manchmal dort 1 Centavo Geldsteck. Aber wenn ich han und war mal für einen besonders großen Hose 7 Centavos gekriegt had, dann krieg ich weiter nichts davon. Willst du 2 1 Centavo Geldstecker oder dort 2 Centavo Geldsteck, gebe ich all weiter meist ein halbes Pack Faros. Da wünschte ich mir immer, dass ich nicht 5 Centavos und auch nicht 7 Centavos für einen Hose kriegen würde, aber kriegt 6 Centavos. Ich dachte aber manchmal, Tante Dirksche kann ihren Johann, wo noch mal so 2 Jahre jünger wie als ich, auch noch mal checken den Hose abhängen und aufladern. Aber das passiert keinmal. Als ich 1944 unseren Huskörl mit Piet heranpleed, dann fang ich zumeist meistens mit Sonnenabgang an. Auch wenn dort de Nacht einmal mehrere Grad gefroren hat. Und dann kam ich dort beim ersten Mal ranfahren, einen Träg lang den meist 2 Kilometer langen Huskörl, einmal noch ziemlich kalt war, sodass mich beim ab dem Pluch stillsetzen anfängt zu frieren. Aber mein 5 Piet gespannt ging so schmack, und der P&O-Pluch schauft auch so schmack, und die noch feuchte Erde. Ich hatte boven nichts zu tun. Büter ab der Enge beim Anwängen den Pluch üten andocken. Und wenn ich angewangen had, dann hörte ich die Linien ab einen Schwengel, war da so ein bisschen stief ab, und ging war da hängen den Pluch und warmt mich ab. Lot am Ferienhofs wie einen Tag sehr starker Wind gewesen. Und ab den Obersch ihrem Huskörl, wo der Hover an diesem Tag noch am Halm gestanden hat, da lag ziemlich viel uitgeschädter Hover. Und dort hatten auch die kanadische Jans gemacht, von wo zu jeder Winter sehr viel nach dem Bustierstuhl in Chihuahua heimkamen. Manchmal sollten dort zum Morgens und auch jeden Abend große Herden Jans ganz dicht bei, wo ich pleid. Und die merken sich auch nicht darüber, wenn ich durch einen Träg vorbei fuhr mit meinem Pluch. Büter, wenn ich kleine Steine machte, Herd mank schmeit, dann flohen die ein ganz klein Beet wieder, sahen sich weiter und freuten da wieder. Auch Krantjeherden, wo noch all sehr tidig am Bustierstuhl angekommen wären, und all viel Korn oder Maisohren nicht mehr an de Stieder abgepült und portlich ladig gefreten haben, aber auch viele Ohren aufgebrochen und sehr zunichte gebracht und zwischen den Regen liegen gelassen haben, nach ehe die Bürers ihre Kornohren rütgebrochen und Hüs geführt haben, die wären noch einmal da. Die kamen da im Januar auch noch jeder Tag einmal ab die aufgeriemte Maisfläche und freuten sich voll von ihre am Hofst portlich uitgefretene und dann liegen gelassene Ohren. Ich sehe meinem Bruder Cornelius dort all einmal weiter, wo mag diese große Herden Jans ab unseren Obersch ihrem Huskörl wären. Und dann, als ich am jeder Tag noch mehr von dieser Marke Jansherden verteilt und auch von kleineren Herden Krantje, wo noch immer bloß atelige Huskörls wieder auf Hand kamen, dann kann er dort mit einmal nicht mehr uitholen, dort wir keine Flint hatten zum Jähren. Er ging und liet sich einen Tag eine Schrotflint wie den Obersch, kauft atelige volle Patronen und ging aus sein ganzen Chor anerfahrener Jung am Jähren allein ab der Jagd. Aber das scheint so, die Jans wussten dort, dass er ein Jäger war oder wenigstens einer sein will, wenn er sich an einen anzuschlecken versucht. Die flogen immer ein Bett wieder, ehe er dicht bei genug kommen kann, zum dem Angscheiten. Aber schließlich hat er sich mehrere Kerls wieder sieden, von wo ich pleid, an ein Härtje Krantje anschlecken gekonnt. Als er dacht, dass er dicht bei genug bei dieser langbeinige große Ferien gekommen war, dann schaut er einen Schuss zum Mank. Und wirklich hat er geglückt. Er hat ein paar von dieser langhalsigen Ferien getroffen. Eine Krantje bleibt korrekt liegen, aber eine kann wohl nicht mehr fliegen, aber die kann noch sehr rahnen. Und Bruder Knalsrand,
den angeschotenen, langhalsigen Vogel heran en wil am riepen. Aber als hij am dichtbij kwam, dan draaide hij am en kwam am te dik. Hij recht zich zo hoog ab als hij kon, sloeg met een vlecht en zielt met zijn schnovel, zoals am dat zag, direct naar zijn ogen aan, zodat am nog mest angst wordt. Aber dan holt hij doch uit en heeft dem groten vogel eind over zijn langen hals met de schrootflint en kon hem dan endlich doodmerken. Als hij dan met zijn 2 krantje bij thuis gekomen weer, dan plukken mijn zusteren deze grote vogel eerst die vaderen uit, wo voor kopjes te brokken werden, en dan breiden zij die groot zoals ze heine hoens oder enten breiden, wanneer ze die zum Schlachten reitmürken, en mürken dan zum ersten Mal krantje rein voor einem Wildbroden, wo einer von ihre Brüder op zijn eerste Jagd geschoten had. En de familie had als ihre Ovenkostmaaltijd einen scheinen Wildbroden. De meeste von uns dachten aber, dat ein Kühnen, Enten oder Hühnerbroden doch noch einen Krantjebroden übertrof. In de kaldste Wintermonaten, Dezember en Januar, schlachten bij ons am Dorp alle Bürers ihre Schwein. En daarbij helpen sie sich jenseitig uit. Meestens wären dort 3 oder 4 paar Lied, wo an einem Tag für einen Nober 2 oder 3 Schwein schlachten, einmal noch mehr, und an einem anderen Tag für den nächsten. So lang, was sie sich dabei alle jenseitig geholfen haben. Und wenn die Eltern wem helfen beim Schweinschlachten, dann können ihre Schulkinder da auch zum Mittag und meistens auch noch zur Abendkost ankommen. Und ich beobachte dort als junger Jung, dass die Bücher, die wohnen Schwein geschlacht worden, die hat meistens wenigstens eine große Bottle Schnaps gekauft für den Tag. Und die Männer betrunken sich wohl nicht daran, aber einige trunken doch so viel davon, dass sie so ein Bett schaftig wurden. Und wenn die erst so schaftig wurden, dann habe ich dort einige Mal gehört, dass, wenn das bei dem Wurstfleisch kneten kam, dann reden sie einige Mal davon, dass, wenn ihre Väter in Russland Schwein geschlacht hatten, und einige Männer dabei ein Bett zu viel getrunken hatten, dann hatten die am Utefängen, auf das Wurstfleisch all sehr genug geknet worden wir, ein bisschen davon an den Bein angeschmeten. Und wenn dort da noch so viel anbackt, dass das am Bein hängen bleibt, dann wird das Wurstfleisch noch nicht sehr genug geknet worden. Und einige Wurstfleischkneter deuten dann auch noch mal so, als wenn sie dort vielleicht auch diesen Weich utfängen sollen, ob sie auch lang genug geknet haben. Aber ich glaube nicht, dass von unseren Vaters und unserer Zeit dort noch mal wirklich wer so getan hat, wenn sie auch so reden, als wenn sie dort vielleicht auch mal diesen Weich versägen sollen. Von dem zu viel Trinken in Russland und wodurch dort bei unseren Vorfahren vielleicht abstehen, bei einem zu viel Trinken gekommen ist, davon reden wir vielleicht Lothar auch noch mal mehr. Wenn immer bei uns 2 oder 3 Schweine geschlacht worden sollen, dann schlagt der Vater mit der großen Junges Taub gewöhnlich all am Ferientag jeden Abend ein Junges Rind. Und wenn am Schweinschlagstag dort mehrere Schweinfleisch regelmäßig und fein geschnitten wird, zum Wurstmerken, dann wird noch meist so viel Rindfleisch fein geschnitten und auch der Mank geknet. Diesen Weich wären die Wurst nicht ganz so schmutzig und regten 2-mal so lang. Und dort wir wichtig bei uns. Diese Fleischwurst werden bei uns am liebsten mit rotem Ekenholz so geregelt, dass die dabei gut heit werden. Und dann schmeckten die sehr gut, gerade so als die wären. Und wenn wir Jungs, besonders am Sonntag zu abends, wie Klock 10 Uhr nach Hause gekommen wären und noch aufgefordert hatten, so nahen wir dort, wenn wir die Piet ihre Reipen danach noch voll Heu oder Stroh stärkten, dann gingen wir manchmal in unsere Kummer nennen, brücken uns jeder ein Gürtel eng von so einer Wurst auf und forderten uns selbst auch noch auf. Dort wird die alte gute Zeit, so als man dort dann zu sagen pflegt.
wo grote Schwein gewast wären, wo ne geschlacht worden wären, dat wordt een mennonitische dorpen aan onze jonge jaren door nu gemeten, hoeveel armenval oder hoeveel 5.000 val schmalt die gegeven hadden. Man redt immer van hoeveel armen oder hoeveel duizend schmalt de Schwein gegeven hadden. Eine 5.000 val, die talt 2 armenval. En dat wist ik ook al. Aber als wir dann einen Tag einmal war da einen jungen Ass und am nächsten Tag ein Schwein geschlacht hatten, laut am Hofs, ditmal aber ganz ohne fremde Helper, dann checkt Mutter mich noch fassbar noch an seinem Onkel Franz A1 an, halt, und wir uns geliehen hatten, trägt nach Hus zu bringen. En als ich Onkel Franz dat Rehalt gegeben en Dankeschön gesagt hat für dat Brocken, dann frug er mich, na Jung, wieviel schmalt jäf jün Schwein dan? Dat meint, wie groot wär dat Schwein, wat geschlachten? En ich wist, Mutter hat gesagt, dat hat 2000 voll Schmalt gegeben, aber wils wir auch waar er een Rind geslacht hadden, om mijn waarsmerken te kennen, en ik aan mijn kinderanschuld nog niet wist, of de jonge Ass, den wir geslacht hadden, vielleicht ook dort gedreht had, dat het meer schmalt gegeven had, zei ik dat ongeveer zo te mijn onkel. Mutter zei dat had 2000 voll schmalt gegeven, aber ik weet nu niet, of dat vielleicht mit den Osttop so viel schmalt wär, oder schmalt jäf. En Onkel Franz ens lacht gut über meine anschuldige Antwort. En wenn einer von uns Kinder so wat anschuldigerweise gesagt hat, dann leiten die Onkels und die Tantes, die Eltern und die Geschwister und die Vaters und die Cousinen einem dort niemals vergeten. Damit wird ich noch lang bei jeder passende Gelegenheit so ein Bett gekriegt. Als wir Schulkinder wären, dann freuen wir uns jeder Mal dort, wenn 3 oder 4 Paar Eltern wird Schwein schlachten. Wils dann können wir da auch zur Ovenkost sein. Und dort Büten spielen zwischen 2 Dienster oder auch einmal noch Lothar bei Monenschien, dat ging uns sehr gut. En onze Eltern spazierten auch hier noch alle Taubten Beet, wenn die Schweinschlacht Arbeit vor dich wir. Hier brech wir weiter auf für das Mal. Nächstes Mal noch mehr von, wo dort bei uns in Mexiko war, als wir dort in den 1930er und 1940er Jahren abwassen, mit Wort für Material onze Eltern dort meestens Büden und so weiter. Wat nächstes Mal? Ich zie George Rempel.